De Pakt Logement 2.0 ass eng neue Allianz zwischen dem Staat an de Gemengen fir bezahlbare Wohnraum zu schaffen. Ze summen will mat d'Offer vun öffentlichem, bezahlbaren an nachhaltigem Wohnungsbau massiv an Lut setzen. Dofir ginn Gemengen durch eng logistisch, aber auch eng finanziell Hëllef vom Wohnungsbauminister unterstützt. Erstens durch den Wohnungsbaubüro und zweitens durch eng finanziell Hëllef für hier Strategie, hier Wohnungsbaustrategie können umzusetzen. Und dafür erklären wir jetzt, wie die finanzielle Hilfe ausgesät. Gemeng kann haut schon über den Fonds spécial de soutien au développement du logement, früher Aide à la pierre oder auch nach Construction d'ensemble genannt, für den Kauf oder den Bau von bezahlbaren Lokationswohnungen bis zu 75% vom Invest finanziert kriegen. Mit Pakt Logement 2.0 kommen für die Gemengen 3 zusätzliche Finanzhilfen dabei. Das sind erstens eine einmalige Dotation von 25 € pro Abwohner, zweitens eine einmalige Dotation für alle neu geschaffenen bezahlbare Wohnungen und drittens eine jährliche Dotation für alle Wohnungen, die über die Gestion lokativ sozial geriert wird. Was kann die Gemeinde mit diesen Summen machen? Sie kann an die öffentliche Infrastruktur wie Schulen und Kirchen investieren. Sie kann den Dorfkehr an Zusammenleben von den Leuten durch innovative Projekte dynamisieren. Sie kann die Lebensqualität durch Spielplätze, Grenzzonen und Proximitätsservices verbessern. Und zum Schluss natürlich dürfen die Summen auch an Kommunikation und Partizipativprojekten fließen. Den Pakt Logement tritt 2021 in Kraft und hat eine Laufdauer von 12 Jahren. Die neuen Instrumente sind mit einem Gemengesyndikat, dem Redner Kanton, aber auch mit 2 Gemengen, die das einerseits Mundorf und auch Volz getestet gehen. Und wir konnten schon wertvolle Erfahrungen sammeln. Dadurch, dass mein Gemengsen eben die Chance hat, am Vorfeld den Pakt Logement 2 kennengelernt zu haben, liegt hier ganz klar an diesem Pakt Logement der Fokus mehr auf die Wohnunitäten, die Werte geschafft gehen. Der Mehrwert, den wir auch gesehen also in sich auch die Conseil, die wir zur Seite gestellt kriegen, dass das auch unsere Gemengen, also die Gemengen am Allgemeinen, wird eine grosse Hilfe sein. Und dann das Dritte natürlich, was uns aufgefallen ist, dass in sich auch die Chance, die wir haben, dadurch, dass wir die Hilfen, die wir hier kriegen, für städtebaulich zu planen und sich auch hier verankert sind, dass wir hier direkt Hilfe können angeboten kriegen. Ein Projekt wie Wohnen mit der Volz, wo hinten drin den Hergarten hängt, das sind am ganzen 34 Hektar. Die 34 Hektar hat Volz nie lange developiert. Als Staat wäre das unmöglich gewesen. Wir hätten das nicht gepackt, wenn wir die Experienz nicht haben. Wir sind uns dafür starke Partner sicher gegangen, und wir haben auch einen Fonds am Fonds de Logement. Dadurch, dass der Fonds auch die nötigen Experienzen hat und auch als die nötige Begleitung kann offerieren. Und auch ein Komitee de Pilotage gegründet ist, den uns auch eine Begleitung ermöglicht. Und wir auch hier als gleichberechtigte Partner gesehen sind, haben wir gefunden, dass das ein richtiger Partner wird für so ein grosses Projekt hier zu Volz zu developieren. Das interkommunale Syndikat der Redner Kanton haben wir als 10 Gemengen schon eine sehr lange Kultur für zusammen zu schaffen. Das haben wir beim Pakt Klima an der Zeit schon gemacht, wo wir eine Person zusammen angestellt haben, die uns umfang die verschiedenen Mesuren am Klimaschutz umsetzen konnte. Und beim Pakt Logement 2.0 sollte nicht anders sein. Haben wir sich als Gemeng alle gute Möglichkeit 380 Stunden zu nutzen, wo wir einen professionellen Bruder zur Seite gestellt kriegen. Und als 10 Gemengen zu summen, kriegen wir hin, für da 2 Taschen zu schaffen. Voilà, und da kriegen wir dann natürlich ganz viele Projekte geschafft, die wir als einzelne Gemengen so nicht auf die Beine stellen. Das ist als Hoffnung als ganz klar, indem wir zusammen schaffen, dass wir viel mehr Recht kriegen, wie als Einzelgemengen allein. Es geht immer mehr schwer, für Großprojekte zu realisieren und hauptsächlich für abordable Terrain zu finden. Dafür ist die Rolle der Gemeinden auch dementsprechend mehr wichtig, für Kleinprojekte zu realisieren. Zusammen mit der Bevölkerung kann man mit Proprietären auch Kleinprojekte realisieren.
an dem in Terrain oder Häuser opkäft, mir aber auch zu Summe mit Proprietären kann Projekte realisieren. Das heißt, wir wollen am Anfang die Rolle vom Promoteur. Die Rolle vom Promoteur ist aber ein ganz neuer Beruf, den wir am Anfang noch nie so kannt tun. Das ist ein HBM an der Fond Logement, das sie Profien. Für das wir keine Profie gehen, brauchen wir aber auch externe Büros, Firmen von Konsultanten, die uns dann dementsprechend helfen, für dass wir nicht zu viel Fehler machen. Und dafür bin ich ganz froh, dass der Pakt Logement 2.0 uns die Chance gibt, für auf so Leute zurückzugreifen. Wie geht der Pakt Logement 2.0 en place gesagt? Der neue Pakt Logement hat 4 Etappen. Erste Etappe: Gemeng unterschreibt eine Initialkonvention mit dem Wohnungsbauminister. Zweite Etappe: Ausschaffe vom lokalen Aktionsplan Logement (PAL). Den Wohnungsbauminister finanziert der Gemeng ein Conseiller Logement. Gemeng schafft mit dem Conseiller Logement den Aktionsplan Logement aus. Den Aktionsplan definiert die wohnungsbaupolitische Strategie von der Gemeng. Dritte Etappe: Wenn der Gemengerat den Aktionsplan Logement gestimmt hat, dann unterschreiben die Gemeng an der Wohnungsbauminister Konvention de mise en œuvre vom Pakt Logement 2.0. Die 3 Etappen dauern zwischen 6 und 12 Monate. Vierte Etappe: Gemeng unterschreibt beim Wohnungsbauminister eine neue Konvention für die Umsetzung vom lokalen Aktionsplan Logement, den sie ausgeschafft hat. Der Wohnungsbauminister finanziert ein Logementsbüro für Zweit. Gemeng kriegt vom Wohnungsbauminister Finanzhilfen, die gerechnet gehen aufgrund von der Zahl von neu geschaffenen abordable Wohnungen. Gemeng realisiert hier Objektive, die am lokalen Aktionsplan Logement festgehalten sind. So wird Bauland mobilisiert, die mehr abordable und nachhaltige Wohnungen geschaffen und die Lebensqualität wird verbessert. Den neuen Pakt Logement wird den Strukturwandel unterstützen, den sich die Lützeburger Gesellschaft am Wohnungsbau erwartet. Das Schaffen von öffentlichem, bezahlbarem und nachhaltigem Wohnungsbau. Dafür zusammen, mit den Gemengen, machen wir das. Weil das, was wir bauen, bleibt, für das es Kinder auch bezahlbar können wohnen. Dafür lebt Gemengen mit.